Mehr wohnen heute zu Lützeburg nicht direkt Meer. Also schenkt das das Problem von der Meeresverschmutzung nicht direkt zu betreffen. Mehr so soll ihn aber nicht denken. Der 5. Mai hat ODC eine Konferenz zum Thema Fighting the Ocean Plastic Pollution organisiert, um auf dieses Problem hinzuweisen. Am Metropolis um Kirchbirch hatten sich den 5. Mai eng net Leute erfunden, für mit der Organisation Odyssey über das Thema Meeresverschmutzung zu diskutieren. Wir beim Dr. Pierre Gallego, dem Präsident von Odyssey, noch gefragt, was den Durchschnittsbürger da machen kann, für die Meeresverschmutzung zu verringern. Es ist ganz wichtig, dass ihn selber realisiert, dass Pollution, die am Meer ist, das ganze Plastik, das sind eigentlich Meer. Und wir müssen einfach selber entscheiden, was wir kaufen und was wir nicht kaufen. Natürlich, ein Ausgangspunkt, ich weiß nicht immens viel von Plastiktüten, also sind recycelbare Tüten, die fest Tüten immer am Auto haben und nicht vergessen und nicht alle Käse Plastiktüten holen. Noch alles, was so Emballagen hat, wenn den Obst kauft, dass in die an Plastiktüten weiter und so weiter, das muss nicht unbedingt sein. Und noch, wenn in Plastiktüten mithält, dass in die mehr wie ein Kehr benutzt. Und natürlich auch Vorsicht zu recyceln. Was sind dann Konsequenzen von der Meeresverschmutzung? Eigentlich ist Plastikverschmutzung ein großes Problem für Tiere, die am Meer leben, weil sie sich daran verfängen und darunter können sterben. Sind zum Beispiel Schildkröten, Delfinen, Seen, die müssen in die Oberfläche kommen, für zu atmen. Und die sich so an einem Netz verfängen, da können sie das nicht mehr und da können sie sterben. Auch Haien. Haien müssen permanent schwimmen, für können zu atmen und sich verfängen, dann sterben sie. Aber zum Beispiel die Plastikverschmutzung, wie wir an der Konferenz gesehen haben, sammelt sich während den Strömungen am Meer verschiedene Plätze hin. Es gibt so Gieren, wo die Meeresströmungen sich alle gut einen Kehr treffen, es gibt so einen Zyklus, und da hat es sich schon gesammelt. Es gibt eigentlich 5 große Gieren, die sich schon gesammelt haben an den 5 größten Ozeanen. Aber das ist nicht die einzige Verschmutzung, die schlimm ist. All die chemischen Produkte, die am Meer sich konzentrieren und die sich innerhalb von der Chaîne alimentaire eigentlich konzentrieren und bioakkumulieren. Ein großer Teil von der Menschheit ernähren sich von Fisch. Und all die Schadstoffe konzentrieren sich dann an den Fisch. Und die 2 Haupteffekte, die auf die Menschheit haben, all die Schadstoffe, also auf der Fortpflanzung und auf Krebs, sind krebserregend. Wird Verschmutzung an den letzten Jahren nicht dabei geholt oder aufgeholt? Leider wird Verschmutzung wirklich beigeholt. Zum Beispiel an den letzten 15 Jahren, seit dem Jahr 2000, haben wir mehr Plastik produziert, wie an den allen Jahren vor 2000. Das Plastik können immer an mir. Und ob schon toxische Produkte verboten sind an unseren entwickelten Ländern, gibt es noch einmal Länder, an denen Entwicklungsländer, die benutzen. Das heißt, sie brauchen 10, 20, 30 Jahre wie die Freon an der Luft im Amazon, bis sie die Plätze erreichen, wo sie wirklich einen schädlichen Effekt haben. Und das ist das Problem mit dem DDT. Das heißt, auch wenn man komplett abhalten, das hat einen Effekt über 20, 30 Jahre. Sind Länder, die nicht direkt an der Küste liegen, dann auch betroffen? Ja, sicher. Also der ganze Plastik, den am Meer leidet, kommt eigentlich aus dem Kontinent. Und viel Plastik geht einfach vom Wand an den Fluss geblasen, und die Flüsse landen alle gut an Meer. Das heißt auch ein Tut Plastik, die hier an die Musel fällt, hat eine Probabilität, irgendwann ein Kehr an Meer zu gelangen. Also ja.